Ja, heute Abend gehe ich mit euch in ein Thema und ich würde es ganz bewusst als Thema bezeichnen, das Abenteuer vom Zehnten. Das Abenteuer vom Zehnten. Und ich möchte euch vielleicht zuerst mal zurücknehmen in meine Kindheit. Ich bin finanziell oder materiell eigentlich sehr, sehr einfach aufgewachsen. Erst im Nachhinein hat uns unsere Mutter einmal erzählt, wie oft sie irgendwie so um den 20. vom Monat bibbert hat, ob das Geld langt. Und zwar nicht irgendwie für den Luxus, sondern wirklich für das tägliche Brot. Ich habe nicht gewusst, wie viele Sorgen meine Mami hatte, gerade auch in unserer Kindheitszeit, weil sie nicht sicher war, dass das Geld langt, dass das Geld wirklich auch genügend reinkommt, dass wir wirklich vor allem einfach genug haben. Und wenn ich heute so zurückschaue und darüber nachdenke, sie hat nicht einmal etwas von dem gesagt, sondern sie hat einfach darauf vertraut, Gott wird unsere Familie versorgen. Er wird unsere Familie versorgen. Und das hat wirklich, jetzt auch im Nachhinein, das hat so etwas auch gemacht mit mir, auch im Sinn von einfach ein Vorbild dürfen zu haben von Menschen, von Eltern, die einfach das den Kindern uns auch vermittelt haben, Gott sorgt für uns. Ich weiss also, auch in der Bezirksschule, ich habe mal so einen Turnschuh unbedingt haben, den Adidas Rom. Ich weiss nicht, ob ihr den noch kennt, aus den 70er Jahren oder so. Adidas Rom hat er geheißen. Und ich weiss, wir sind im Laden gestanden und ich weiss an dem Moment, was Mami gesagt hat, Matthias, ich würde so gern, aber wir können nicht. Es geht einfach nicht. Und dann haben wir in der Migros Banone im Turnschuh gekauft und es ist auch gegangen. Und ich schaue zurück und wir sind eigentlich sehr einfach in dem Sinn aufgewachsen. Aber wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, weißt du, es hat uns an nichts gemangelt. Wir haben wirklich gehabt, was wir gebraucht haben, das haben wir gehabt, der Gott. Und wenn ich so zurückschaue, muss ich sagen, du lieber so aufwachsen und mit einer Familie, wo Eltern einander ehren und achten, wo eine Familie zusammen ist und man kann in Liebe und Harmonie. Wir haben natürlich etwa die Streit gehabt, mein Bruder und ich haben ja schon darüber erzählt, aber wo man so aufwachsen lernen, Streit auch wieder zu schlichten und vielleicht ganz einfach aufwachsen, als vermutlich, wenn man vielleicht alles hat, wenn es No Limits gibt und das andere fehlt. Und ich habe dann das selber in der Bibelschule erlebt, wo ich so gedacht habe, Gott hat Möglichkeiten, die wir nicht haben. Es war in meinem zweiten Bibelschuljahr. Plötzlich rufen mir meine Eltern an und sagen, Matthias, kennst du die Frau noch von früher? Und ich habe sie noch gekannt, ich habe sie aber Jahre nicht mehr gesehen. Und zwar, es hatte mal eine Begebenheit gegeben, ich war ein kleiner Pfupf, irgendwie 5 oder so. Und sie war eine erwachsene Frau, ich glaube irgendwie 23, 24. Ich weiss auch nicht, ich habe sie auch gern gehabt. Und dann, ich weiss auch nicht, sie ist irgendwo, sie hat uns begleitet auf einer Evangelisationsreise. Und dann muss ich zu ihr, wo ich sie gesehen habe, nach langem wieder, muss ich auf sie zugerannt sein und sagen, mein Schätzchen, ich habe dich so vermisst. Und ich weiss auch nicht, das ist ihr anscheinend geblieben. Auf jeden Fall, 20 Jahre später, redet Gott zu ihr im Gebet und sagt, ich will, dass du den Matthias unterstützt in der Bibelschule. Und von dem Moment an hat die Frau regelmäßig bis an mein Ausbildungsende jeden Monat einen Betrag geschickt. Und wisst ihr, warum erzähle ich euch das? Ich erzähle uns das aus dem Grund, weil ich dort in dem Moment gemerkt habe, Gott baut sein Reich so anders, als wir es oft würden. Und er hat mich auf eine Art auch beschämt, weil ich bin jemand gewesen, schon als ich angefangen habe, ich habe früh angefangen Geld zu verdienen, ich bin während der Schule jobben, ich habe immer irgendwo Geld gemacht, ich bin in der Primarschule, ich weiß gar nicht, ob man es auch darf, ich bin im Wald arbeiten, in den Ferien, um Geld zu machen und so. Es ist nicht, weil ich in erster Linie affin war auf Geld, sondern irgendwo, weil ich habe gedacht, hey, weißt du, irgendwann musst du deinen eigenen Lebensunterhalt dann einmal bestreiten, auch wenn ich erst vielleicht 12 war, aber ich habe gedacht, das kommt ja irgendwann einmal. Ich habe immer irgendetwas gemacht, irgendetwas geschafft. Und dann an der Bibelschule auch zu merken, durch das Zeichen, auch wenn ich gespart habe für die Zeit, weisst du, Gott baut sein Reich nicht durch deine Leistung, Matthias. Er baut es durch Gnade, er baut es durch Vertrauen und er baut es, indem er zu Menschen redet.
Und ich bin so froh, das war auch eine Lektion an mich, wo Gott, ich glaube, auch mir hat sagen, Matthias, verlass dich nicht einfach nur auf dich. Du wirst einmal auch nicht mehr auf dich nur verlassen können. Du wirst einmal mit Menschen unterwegs sein. Und wenn ich dann nicht zu Menschen rede, bringt es nichts, wenn du alles sagst. Und ich werde euch einfach das erzählen, auch im Hinblick auf das Thema vom heutigen Abend. Ich glaube, es ist ein Abenteuer. Ein Abenteuer in dem Sinn, nicht, weil wir uns auf etwas Ungewisses einlassen, aber weil Gott auch in den Finanzen, in unserem Leben manchmal Pläne hat, Gedanken hat, wo wir nicht drauf gekommen wären, dass er sie hat. Und das Zweite ist, wenn wir heute Abend darüber reden, will ich dir ein Versprechen machen. Wenn du nach dem heutigen Abend mit dem Thema nicht heimgehst und sagst, ich habe Glauben und ich habe Freude und ich will aus dieser Freude heraus etwas machen, ich möchte dich eins bitten, bitte mach nichts. Weißt du wieso? Weil es in der Bibel heisst, dass ein freudiger Geber Gott gern hat. Ich muss mal davon ausgehen, wenn wir Sachen nicht tun mit Freude und weil wir eine Überzeugung haben, ist es besser, wir machen es nicht bei Gott. Das ist mein Commitment heute Abend. Und ich möchte eigentlich mit euch mit einem kleinen Bibelstudium anfangen. Und zwar, hey, wo kommt das Wort vom 10. überhaupt zum ersten Mal vor in der Bibel? Und es kommt vor in der Geschichte von Abraham. Und warum ist das so wichtig? Und zwar, es gibt einen Auslegungsgrundsatz in der Bibel. Auf Englisch heißt es the Law of First Reference oder the Law of First Mention. Es ist eigentlich das Gesetz, wo etwas zum ersten Mal in der Bibel erwähnt wird. Dort hat es eine spezielle Bedeutung, etwas, auf das wir speziell schauen müssen. Ich werde euch noch beispielsweise sagen, wo Jesus gefragt worden ist, über die Ehe. Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, hey, wie hat es Gott am Anfang gesagt? Und er geht zurück auf das erste Mal, wo die Ehe beschrieben wird in der Bibel. Oder so gibt es viele andere Sachen in der Bibel, wo wir zurückschauen. Zum Beispiel ein Lamm ohne Fehler. Wo wird das zum ersten Mal beschrieben? Nicht im Hinblick auf Jesus, sondern im Hinblick auf das Passalam. Und wenn wir die Geschichten verstehen, die dort sind, bekommen wir ganz, ganz wichtig, ich sage mal, eine gute Grundlage für das, was Gott nachher zu uns will sagen und was in der Bibel weiter steht. Und das erste Mal, wo das erwähnt wird, ist in der Geschichte von Abraham. Und das heißt, als Abraham von seinem Sieg über Kedar-Laomer und den mit ihm verbundenen Königen zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom ins Schawetal, das ist das Königstal, entgegen. Melchisedek, der König von Salem und ein Priester des Höchsten, brachte ihm Brot und Wein. Melchisedek segnete Abraham mit dem folgenden Segen: Gesegnet sei Abraham durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der Gott, der höchste Gott, der dir deine Feinde in deine Hände gegeben hat. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hatte. Jetzt der Melchisedek hat in der Bibel durch ganz spezielle Bedeutung. Im Hebräerbrief wird uns beschrieben, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der Melchisedek eine Erscheinung war von Jesus Christus, eine Theophanie im Alten Testament. Es gibt im Alten Testament verschiedene so Begegnungen von Gott mit den Menschen, wo aber noch nicht klar ist, wer ist das überhaupt? Wie auch immer man die Bibel dort auslegt, aber wir sehen etwas in dieser Geschichte drin. Und zwar erstens, der Abraham ist bekannt in der Bibel als der Mann vom Glauben. Das ist die grosse Bezeichnung von Abraham. Und er hat ihm den Zehnten gegeben von all dem, was er erobert hatte. Und von daher können wir zurück auf die Geschichte von Abraham und müssen sagen, hey, die Bibel spornt uns ja an, in den Glauben von Abraham eben auch reinzukommen. Und zeigt uns damit auch, nebst unserem Glauben an Jesus Christus, dass ein Leben im Glauben, wie es der Abraham geführt hat, ein Leben auch in dem Sinn im Glauben war, dass es ein Leben vom Gehen war. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man versteht, wo die Geschichte auch stattgefunden hat. Die Bibel sagt, dass das in etwa 500 Jahren war, bevor das Gesetz gekommen ist.
Und damit zeigt die Bibel etwas. Wenn wir über den Zehnten reden, hat es überhaupt nichts mit dem Gesetz zu tun vom Alten Testament. Sondern es ist ein Akt vom Glauben, vom Vertrauen, wo uns die Bibel nicht einmal weiter aufschlüsselt. Warum hat Abraham das gemacht? Wir wissen nur, er hat es gemacht und er hat gewusst, es ist das Richtige gewesen, was er da hat. Und ich glaube, wenn der Abraham, der Urvater von unserem Glauben, in seinem Leben Sachen beachtet hat, dann ist es wichtig, dass wir sie eben auch beachten und die Praxis auch heute noch beachten. Und ich möchte insofern das auch so bewusst in unsere Mitte legen. Der Zehnte war nie eine Sache vom Gesetz gewesen. Er war nie eine Sache gewesen, die irgendwo mit diesen spezifischen Anweisungen von Gott nicht einmal von den 10 Geboten, geschweige denn noch von dem ganzen Zeremonialgesetz war, das dort drin war, sondern es ist von Anfang an immer in der Bibel ein Lebensstil vom Glauben gewesen und wo Gott eben auch dafür geehrt hat. Jetzt, was ist überhaupt der Zehnte? Da fragen mich immer wieder Leute, jemand hat einmal gesagt, das heisst doch der Zehntel. Nein, es ist der Zehnte. Und es bedeutet der Zehnte eigentlich 10% von unserem Einkunft, von unserem Lohn, von unseren Boni, von grösseren Geschenken, Zinsen, von Erben, von allem, was wir in unserem Leben erhalten. Und es ist interessant, dass im Neuen Testament dass der Zehnte nochmal Beachtung findet. Etwa sind nämlich Leute zu mir und haben gesagt, ja Matthias, das mit dem Zehnten ist eine Sache vom Alten Testament. Aber ich werde euch zitieren aus dem Matthäus-Evangelium, was Jesus darüber gesagt hat. Übrigens auch der Lukas hat das gleiche Zitat von Jesus gebracht. Und da heißt von Jesus, er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den 10. Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel, also so nach dem Motto, du bekommst einen Schoki auf den Geburtstag und dann denkst du dran, oh, ich darf ja nicht vergessen, von dieser Schoki irgendeinen Zehnten zu geben. Also das wäre gesetzlich, versteht ihr? Also gut, okay. Und er sagt, ihr gebt den 10. Teil von Minze, Dill und Kümmel. Und dann sagt er, lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht, nämlich die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und die Treue. Diese Forderungen aus dem Gesetz, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Das heißt, ich glaube, Jesus zeigt eigentlich in dieser ganz entscheidenden Bibelstelle mehrere Sachen. Und zwar Folgendes, auf das, was Gott in erster Linie zielt in unserem Leben, ist eine Veränderung in unserem Herz. Dass wir in unserem Herz wirklich in ein Leben kommen von der Gerechtigkeit, von der Barmherzigkeit und wirklich von der Treue. Und schaut, das Problem der Pharisäer war, sie haben gesagt, weißt du was, wir geben einfach den Zehnten, dafür können wir dann sonst leben, wie wir wollen. Und Jesus sagt, hey, halt! Was ist bei Gott wichtiger? Das, was in unserem Herz vor sich geht oder das, was man äußerlich einfach nur tut? Und er sagt, schau mal, es entspringt am Schluss alles unserem Herz. Und darum achtet Gott so darauf, dass die Herzenserneuerung in unserem Leben geschehen kann. Jetzt aber, er sagt aber zugleich auch da drin, das andere solltet ihr nicht außer Acht lassen. Das heißt, Jesus hat in dem Moment eine Möglichkeit gehabt, zum zu sagen, der Zehnte gehört in die Dispensation vom Alten Testament. Er hat in dem Moment die Möglichkeit gehabt, wenn es nicht mehr für uns gültig wäre, zum zu sagen, weisst du was, der Zehnte jetzt in Erfüllung in irgendetwas anderem. Weil Jesus, alles, was er da hat und was er gelebt hat, ist ein Leben im neuen Bund schon. Denken wir mal schnell an die Bergpredigt zurück. Wie oft hat Jesus gesagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und was Jesus gemacht hat, er hat sogar die Anweisungen, die er im Alten Testament hat, sie noch tiefer ausgelegt. Und er hat gesagt am Schluss, hey, euer Herz braucht am Schluss den Change, die Veränderung, um das überhaupt zu leben.
Aber was ich damit sagen, hey, wenn Jesus den Zehnten auflösen wollte, dass er für uns irrelevant ist, hat er da die Möglichkeit gehabt, zu sagen, hey, weißt du was, es ist ähnlich vielleicht wie bei den Opfern. Die findet ihr müsst mal nicht mehr opfern, sondern ich bin das perfekte Opfer. Aber Jesus hat gesagt, ihr solltet das eine tun und das andere nicht außer Acht lassen. Das heisst, der Zehnte außer Acht zu lassen, würde etwas auflösen von dem Wort von Jesus. Und insofern, wenn Menschen sagen, hey, weißt du, ich lebe wirklich mit dem Zehnten, ich lebe auch nach dem, was Jesus gesagt hat, ist das nicht irgendwie ein gesetzlich werden, sondern es zeigt erst, dass jemand wirklich lebt in dem Wort von Jesus. Und der Zehnte ist ein Bündnis von Gott mit uns Menschen. Es ist interessant, Malachi 3,8 und dann Vers 12, da steht nämlich Folgendes: Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen, sagt Gott. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Und dann sagt er, mit dem Zehnten und den Abgaben. Und dann heißt es wieder, bringt den kompletten 10. Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht mit unzähligen Segnungen euch überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um die Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Und ich will gerade noch über die Segnungen reden, die da drinnen stehen. Aber ich werde euch zuerst mal sagen, wie haben die Menschen eigentlich Gott betrogen? Was spricht da Gott an? Und zwar, die einen, die haben einen Kompromiss gemacht und haben gesagt, ich gebe nicht nur den Zehnten, ich gebe mehr, ich gebe den 15. Und für die ein bisschen mathematisch rauskommen, die wissen, das ist nicht so viel wie der 10. Sondern, was haben die gemacht? Die haben einen Kompromiss gemacht dort, haben gesagt, weißt du, ich mache das nicht, ich gebe etwas, aber nicht in dieser Summe, wie es Gott hätte wollen. Weil Gott sagt doppelt nacheinander und sagt, bringt den kompletten, wirklich das komplette 10. Teil in mein Haus. Und die anderen haben es vermutlich irgendwie anders ausgelegt und die haben ihren 10. irgendwo angebracht, aber nicht ins Haus Gottes. Und Gott sagt sehr deutlich da, hey, bringt den kompletten 10. ins Haus Gottes. Der Prophet sagt da, geleitet durch Gott, hey, wer so handelt, der betrügt Gott. Er betrügt Gott in dem Sinn, dass er Gott nicht das gibt, was ihm zusteht. Oder in anderen Worten, unser 10. Teil in unserem Leben gehört nicht uns, sondern gehört Gott. Das ist seine Aussage dort drin. Und warum hat Gott wollen, dass es ins Haus Gottes geht? Ich will das bei der ersten Gemeinde illustrieren, wo das wirklich auch so gelebt hat. Da heißt, es war unter ihnen keinen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie, brachte das Geld für das Verkaufte, legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Ich war morgen wieder mal im Bucheck Social Works und habe genau etwas gesehen von dem. Menschen in Not bekommen durch die lokale Gemeinde Unterstützung, und zwar für das, was viele von uns gar nicht mehr beten dafür, nämlich für das tägliche Brot. Aber es ist darum möglich, weil Menschen in dieser Gemeinde, die Gemeinde wirklich supportet und unterstützen, finanziell, sodass so ein Dienst möglich ist. Und mein Herz hat jubiliert und ich dachte, hey, wie cool, dass die Leute an ein offenes Buffet herangehen, mit einer Not kommen, und ihnen geholfen wird, materiell, dort, wo wir es können, geistlich und auch sozial in der ganzen Beratung. Und was die Bibel da drin sagt und auch in Malachi ist, dass nicht Menschen selber entschieden haben, wo geht mein Geld an, sondern dass sie ihr Geld der Leitung der Gemeinde anvertraut haben und dass sie entschieden hat, wo die Finanzen angehen. Und ich weiss, das klingt vielleicht sehr, sehr unpopulär in unserer heutigen Zeit, aber das war die Praxis von der ersten Gemeinde. Und so ist die Gemeinde aufgebaut worden. Und es ist interessant, dass wir da drinnen sehen, dass
dass viele Leute über den Zehnten gegeben haben, die Äcker verkauft haben, Häuser verkauft haben, dann natürlich nicht ihr eigenes Haus verkauft und haben dann auf der Straße gewohnt. Das hat die Bibel übrigens auch nie so wollen. Und ich will das vielleicht auch mal noch einflechten an dieser Stelle. Der Paulus sagt sehr deutlich im Korintherbrief, wenn ihr wollt, dass ihr zu Schaden kommt dadurch, dann ist es nicht das, was Gott will. Er soll nicht Schaden nehmen durch das, was ihr gebt. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das sieht. Dass uns etwas kostet, das ist wieder eine andere Frage. Und wenn ich so sehe, wie die Gemeinde wirklich bewegt war vom Geist Gottes, bewegt es mich wirklich auch. Und in dem Zusammenhang haben mir Leute in diesen Jahren, wo ich da bin, immer wieder auch Fragen gestellt. Und am Schluss sind etwa immer die 3-4 gleichen Fragen gewesen. Und ich werde die vielleicht auch mal reinlegen. Die eine Frage war, hey, wie ist denn das, Matthias, bei mir? Mein Ehepartner ist nicht gläubig. Und ich bin gläubig. Und ich habe Leute schon gehabt, die haben wirklich gekämpft mit ihren Ehepartnern und gesagt, ja, ich muss da den Zehnten geben, Gemeinde und so. Und haben dann vom Lohn von ihrem ungläubigen Ehepartner auch den Zehnten nehmen. Das ist nicht so weise, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das so gut rauskommt. Ich glaube, wir können den Zehnten nur geben von dem, was uns persönlich anvertraut ist. Von dem, was wir persönlich verwalten können in unserem Leben. Schaut, das ist schön auch in der Bibel. Gott wird uns einmal nur für das verantwortlich halten, wo wir in unserem Leben Verantwortung haben. Darum bin ich so froh für alles, wo ich nicht verantwortlich bin. Das ist gut, das ist ein anderes Thema. Gut. Aber ich finde das sehr, sehr entspannend auch. Die zweite Frage ist, jemand, der mir gestellt hat, hey, ich lebe vom Sozialamt, ich komme selber kaum über die Runde. Und ich will dir einfach eins sagen, das Geben soll dich nicht in finanzielle Bedrängnis bringen. Ich glaube, das ist so wichtig. Ich glaube, was wichtig ist, gerade auch, wenn du tief unter die Tür musst, lern dein Geld gut einzuteilen. Ich glaube, das ist so wichtig. Denke daran, auch im Sozialamt, etwa die schauen die Ämter auch rein, wie man mit dem Geld umgeht. Und ich werde aus der Erfahrung einfach sagen, die Sozialämter haben kein Problem, wenn jemand seinen Mitgliederbeitrag zahlt. Aber sie haben Probleme, wenn jemand aus den Sozialgeldern grössere Summen abzweigt. Und irgendwo eine gemeinnützige Institution, was auch immer, und wenn es irgendwie die Vogelwarte Sempach ist, irgendwo vermacht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir dort auch weise sind. Aber weißt du was? Lern mit dem Wenigen, was du hast, gut über die Runden zu kommen und fang an zu erwarten, dass Gott dort drinnen dich befähigt, vielleicht Sachen zu tun, die du vorher nicht hast können. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es von Gott und auch von den Menschen richtig und sauber zugeht. Lass es immer für dich gehen, aber eine freudige Sache sein. Ich glaube, es ist so wichtig. Gib nicht aus Zwang, sondern gib aus Überzeugung. Etwas Drittes, wo ich jemand mal gefragt worden bin, ist das, jemand hat mir gesagt, lass Matthias, ich will meinen Zehnten einfach dort angeben, wo ich glaube, wo es Leute nötig haben. Und ich glaube, hey, es gibt andere, die es nötiger haben, als da Gemeinde im Bucheck. Und ich glaube, wir können nicht an dem Wort von Gott vorbei, wo er einfach sagt, hey, dein Zehnten gehört dort an, wo du dein geistliche Zuhause hast. Aber was machst du, wenn du es auf dem Herzen hast, Menschen zu unterstützen, die in Not sind? Mache ich auch. Weißt du, ich mache es nicht mit meinem Zehnten, sondern ich mache es mit dem, was ich sonst habe. Und gebe aus dem raus, was ich irgendwie kann, um Menschen und das Reich von Gott und auch Menschen in Not zu unterstützen. Es gibt jetzt manchmal Leute, die zu mir kommen und sagen, Matthias, ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe es anders. Da sage ich, fair enough, okay, es müssen nicht alle meiner Meinung sein. Aber was ich euch weitergebe, ist nicht nur, was ich im eigenen Leben, seit ich klein war, erleben durfte, sondern wo ich weiss, wo Hunderte von Pastoren auf dieser Welt darüber einstimmen und es genau auch so sehen. Schaut, am Schluss will ich euch auch offen sagen, wir kontrollieren in dieser Gemeinde niemand, wie er seinen Glauben lebt in diesen praktischen Sachen. Aber ich glaube, eines Tages werden wir vor Gott stehen. Und ich will vor Gott einmal stehen. Und weißt du, was ich machen will? Ich will sagen, ich habe aufgrund von deinem Wort gehandelt. Und nicht aufgrund einfach von meinen Empfindungen oder Gefühlen oder eigenen Überzeugungen. Und ich glaube, das ist das, was wirklich wichtig ist. Lass mich zum Abschluss kommen.
Warum habe ich heute Abend darüber geredet? Und ich werde jetzt nochmal den Malachi anschauen. Ich habe darüber geredet, und zwar, weil ich eine Passion habe in meinem Herz. Aus dem eigenen Leben. Ich habe 2, 3 Geschichten erzählt aus meiner Familie. Und zwar, weil ich eine Passion habe und glaube, dass Gott jeden von uns in einen finanziellen Segen wirklich bringen will. Und zwar, ich meine damit nicht, dass wir alle reich werden. Das kann ich nicht versprechen von der Bibel her. Aber ich glaube, das sollte auch nicht unser Ziel sein. Aber ich glaube, was Gott uns verspricht, dass er uns versorgt, und zwar so stark, dass wir über das, was wir nötig haben, anderen können Gutes tun. Und ich glaube, das ist der finanzielle Segen, wo ich von der Bibel her eine tiefe Überzeugung habe, dort wird uns Gott anbringen. Und dann heisst er ihnen, stellt mich doch auf die Probe. Ihr wisst, die stellt Gott uns auf die Probe, oder? Das kennen wir alle auch. Das ist die einzige Bibelstelle, die uns auffordert, stell Gott auf die Probe, ob es so ist. Und ich werde dir heute Abend etwas mitgeben, auch daheim. Weißt du was? Versuch's, wenn du es noch nicht gemacht hast, versuch's mal für 3 oder 4 Monate. Und schau, was geschieht. Wenn du nach 3 oder 4 Monaten den Eindruck hast, weißt du, jetzt habe ich Mangel oder es geht nicht, was auch immer. Okay, fair enough, das ist zwischen dir und Gott. Ich kann sein Wort nicht einhalten. Aber weißt du was? Es wäre schade, du wärst nicht das Abenteuer eingegangen, Gott einmal bei seinem Wort zu nehmen und zu sagen, weißt du, jetzt probiere ich es. Und die coolste Geschichte, die ich mitbekommen habe in diesen Jahren als Gemeindeleiter, das war eine junge Familie, die angefangen haben, den Zehnten zu geben. Und dann hat er daraufhin seinen Job verloren. Und daraufhin haben sie in ein Kindergeld gestrichen, also die sozialen Zulagen für Kinder. Und weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben gesagt, wir verlassen uns jetzt auf Gottes Wort und wir hören nicht auf, an dem festzuhalten. Und dann ist Folgendes passiert, 3 Sachen. Er hat einen neuen Job bekommen, innerhalb von diesen 3 Monaten, ist besser bezahlt als vorher. Das Sozialamt von der Stadt, oder nein, wie heisst die Ausgleichskasse, die da Kindergeld und so spricht, haben sich entschuldigt, es sei ein Irrtum gewesen, haben sie zurückgezahlt. Und die Schulden, die sie hatten, hat Gott ihnen an einem Tag, innerhalb von diesen 3 Monaten, einfach geholfen, ihre Schulden, das sind etwa 10'000 Franken gewesen, die können retour zahlen. Und ich erzähle euch die Geschichte einfach im Sinn von, es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Und das will ich, dass ihr das erlebt. Und ich weiss, viele erleben es auch, aber das ist meine Passion. Wir haben nicht einen Gott, der einfach im Himmel ist, sondern einen Gott, der da auf der Erde ist und da innen wirklich auch wirkt. Und das Zweite ist, er sagt, stell mich auf die Probe, ob ich nicht die Fenster des Himmels über euch öffnen werde und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen. Er wird euch nicht mehr um eure Ernte bringen, damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Und ich habe jetzt keine Zeit mehr heute Abend, noch mehr Geschichten zu erzählen. Aber wir haben das wirklich auch Eva und ich dürfen erleben, wo wir uns überlegt haben, können wir überhaupt in unserem Leben auch mal in einem Haus wohnen? Und ich habe es finanziell nicht gesehen, wo ich den Budgetplan gemacht habe. Wirklich nicht. Und dann ist Folgendes aufgegangen. Hey, dann kommt ein Landwirt vis-à-vis von meinen Schwiegereltern und sagt, hey, ich habe fertig gebaut, COPD gehabt und so, und es ist fertig. Hey, das ganze Land wird Bauland, also ist schon Bauland. Ich werde das verkaufen. Wenn ihr wollt, ihr seid die Ersten, ihr bekommt einen speziellen Preis. Und ihr könnt, im Kanton Zürich, musst du dir vorstellen, könnt kommen und könnt einzeichnen, wie groß eure Parzelle soll sein. Im Kanton Zürich. Das gibt es sonst gar nicht. Und ich konnte dort noch sagen, Gott, das kannst nur du machen. Das kannst nur du machen. Und ich habe das nicht damit, das Letzte, aber ich habe damit gerechnet. Und ich erzähle euch die Geschichte einfach, um euch zu sagen, weißt du was, Gott hat Sachen, die nichts mit unserer Leistung zu tun. Aber er honoriert unseren Glauben und unser Vertrauen. Und das ist meine Passion. Dass wir wirklich das Wort von Gott wirklich auch so dürfen erleben. Und wenn ich zurückschaue in meine Familie, ich weiß nicht, vor wie vielem Gott uns schon verschont hat. In wie vielen Situationen hat Gott seine Hand über uns, über unsere Ehe, über unsere Kind gehalten. Ich weiss nur, ich glaube, die Engel haben immer wieder recht zu tun gehabt bei uns. Aber ich weiss eins, er sagt, ich werde meinen Schutz
über euch und euer Leben geben. Versteht mich richtig? Ich glaube nicht, dass wir den Schutz erkaufen mit Geld. Ich meine auch damit nicht, dass immer nur alles gelingt. Das hätte uns Gott nicht verheißen. Aber das sind der Grundtenor, das Grundvertrauen, dass wir das dürfen haben. Egal was passiert, du haltest deine Hand schützend und segnend über mir. Und weißt du, es ist so cool, wenn du sagen kannst, ich habe guten Grund, dem zu vertrauen. Und schau, wir wollen doch Gott nicht nur vertrauen für die Ewigkeit, sondern ich glaube, wenn wir ihm schon fürs Größte vertrauen, wie viel Grund haben wir ihm zu vertrauen für unser Tägliche. Amen. Hey, ich würde euch gerne einladen, stehen wir doch noch auf, wenn noch gerne beten für euch. Und wirklich auch für euer Leben. Und ich weiss, das ist vielleicht manchmal eine Challenge. Und ich weiss auch, ich habe jemanden in meinem Herz auch gekämpft. Ich habe nicht immer Lust gehabt, Gott mit meinen Finanzen zu ehren, muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe jemanden auch gekämpft gehabt. Aber weißt du, ich weiss, Gott will uns helfen, ihm zu vertrauen. Er will uns helfen, in das Sagen auch reinzukommen. Und Jesus, ich danke dir einfach, dürfen wir jetzt miteinander einfach auch vor dich und vor deinen Thron kommen. Und Jesus, ich bete zuerst einmal für die vielleicht heute Abend einfach da sind und sagen, wow, jetzt kämpft sie mir. Ich habe mir etwas anderes vorgestellt für die Buchheit, aber vielleicht nicht das Thema. Herr Jesus, ich möchte dich einfach bitten, dass du ihre Herzen jetzt so berührst. Es geht nicht um mich. Es geht am Schluss nicht um die Kirche, es geht nicht um das Bucheck. Ich glaube, es geht nicht einmal ums Geld, sondern dir geht es einfach um unsere Herzen. Können wir dir vertrauen? Und Jesus, ich möchte dich einfach bitten, dass wo immer Menschen vielleicht da sind, die gerade in ihrem Vertrauen an dich irgendwo angeknackst sind, die vielleicht im Moment nicht verstehen, was passiert in ihrem Leben, die vielleicht Schweres erleben. Ich bitte dich, stärk sie in ihrem Vertrauen zu dir. Herr Jesus, das ist das, was du suchst, unser Vertrauen. Über alles. Jesus, ich bete für die heute Abend zuhören oder die später mal zuhören, die Botschaft nachhören, die irgendwo in finanziellen Engpässen sind, dass sie nicht verzweifeln. Dass sie nicht irgendwie aufgeben, sondern dass sie ihr Vertrauen ganz fest auf dich setzen. Herr Jesus, ganz neu anfangen, dir vertrauen, dass du der Versorger bist, dass du der treue Gott bist. Und Herr, was du in der Vergangenheit hast, wenn du Tausende von Menschen ernährt hast, du sagst doch, du bist der Gleiche, auch in alle Ewigkeit. Du bist der gleiche Gott, auch heute. Jesus, ich bitte dich, auch die Schulden haben, dass sie, wenn sie heute Abend zuhören, dass sie dürfen in ihrem Herz jetzt eine Entscheidung treffen. Ich will mit Gottes Hilfe frei werden von diesen Schulden. Ich will Hilfe annehmen, ich will nicht stolz sein, ich will hören, ich will vielleicht auch gewisse Sachen loslassen, vielleicht muss man mal aufs Auto verzichten im Leben, vielleicht muss man mal auf andere Sachen verzichten, aber ich will rauskommen aus diesen Schulden. Und Jesus, ich bete vor allem, stärke unser Vertrauen in dein Wort. Du hast gesagt, gebt und es wird euch gegeben. Und ich weiss ja, es ist immer einfacher zum Nehmen als zum Loslassen. Aber Jesus, wenn du gehst, wow, du gehst so viel mehr. Und du gibst vor allem das, was wir wirklich brauchen, Herr. Oh Jesus, ich danke dir einfach an dem heutigen Abend. Ich bin beschämt über das, Herr. Für die Frau, die du mir gegeben hast. Ich bin beschämt über die Kind, das du mir geschenkt hast. Ich bin beschenkt, Jesus, mit dieser Gemeinde, wo ich drin sein darf. Herr, ich kann dir nur Danke sagen für all das, was du wirklich an Gutem, an Wertvollem in meinem Leben da hast. Ich will dir auch Danke sagen und leite Dank auch weiter an all die Engel, die für mich gearbeitet haben in meinem Leben. Ich will dir Danke sagen für all die viele Bewahrung, das viele Gute, das ich durch dich erfahren. Herr, ich bin es nicht würdig, aber ich weiß, dass du ein guter Gott bist. Aber wir wollen dir vertrauen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die glaubensvoll geht. Halleluja. Amen. Amen. Amen.